Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem besten Zwei-Kanal der Schweiz. Es geht nur den. Meine Damen und Herren, aus gegebenem Anlass kommt heute nochmal ein Video zum Adi Totoro. Und zwar hat er ein Video abgeladen mit dem Namen Schweizer YouTuber verarschen. Und eben ganz ehrlich mit euch, ich weiß schon, dass ich da drin vorkommen will. Ich habe das Video schon gesehen und zwar habe ich schon darauf reagiert. Aber ich habe die Aufnahme völlig verschissen und jetzt muss ich es ein paar Stunden später nochmal aufnehmen. Top. Ja, aber auf jeden Fall, dann fahren wir doch einfach mal an Schweizer YouTuber verarschen. Let's go. Was braucht der Feuerwehrmann zum Löschen? Feuer. Da muss man löschen. Nein, schon jetzt, ich kann schon jetzt sagen, der Joke ist auch beim zweiten Mal ein bisschen besser. Aber er sieht schon gut aus. Mit dem Schnutz, der Schnutz tut es schon ziemlich gut aufwerten, muss ich sagen. Da muss man löschen. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Das ist dein Happy Day. Ja, gerade der Zitteri, du. Ja gut. Hast du nicht euren Ernst, oder? Mal. Wie geht's euch? Interessiert mich nicht. Alle Ey, ganz ehrlich, mir geht's relativ gut, außer dass ich das Video zum zweiten Mal aufnehmen muss. Spaß. Es geht mir wirklich gut. in allem kann man sagen, dass mein Schnauz bei euch gut ankommt. Bro, mach Schnauz weg, lul. Bitte rasier dich. Ich finde, den Schnauz sollte man einfach Spast nennen. Sehe ich auch so. 1000, dein Schnauz ist grusig. Aber ganz ehrlich, ich muss jetzt den Kommentar widersprechen. Ich finde den Schnauz eigentlich noch sympathisch. Sieht gut aus. Ich habe mich wieder mal ein bisschen in der Schweizer YouTube-Landschaft umgeschaut und musste feststellen, oh, Scheiße. Und genau darum muss die Szene heute ein bisschen verarscht werden. Oder besser gesagt, wie will man etwas verarschen, das gar nicht vorhanden ist. Oder wie es der Marc würde sagen, Alter, was ist denn das für ein kleiner, dreckiger Bastard? Scheiße, das ist ja gar nicht der Marc Gelli gewesen, das ist ja der Nilay. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren. Warte geschwind, wie viele Lieder hat der Nilay schon rausgebracht? Warte schnell, ich muss so schnell überlegen. So viel, wie in der Flasche Wasser drin ist. Also... nichts. Ah, absolut keine. Adi Totoro, der Spaß. Darum würde ich sagen, fangen wir einfach beim Can an. Oh, der macht ja kein YouTube mehr. Oh nein. Ich bin absolut schwanger, bekomme jetzt ein Kind. Nein, ich muss ja beim zweiten Mal wirklich noch lachen. Beim ersten Mal habe ich mir das schon weggeschossen und beim zweiten Mal, Can, schade, du kannst schon keine Videos machen, weil du schwanger bist. Hey, ich hätte dich gerne auf YouTube gesehen, aber hey, viel Glück mit deinem Kind. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und zur Ehre von deinem Kind auch noch gerade die zweite Flasche. Ja, bitte. Auf jeden Fall hat Nati letzten Sonntag ein Video aufgeladen mit 39 Tipps gegen die Langeweile in der Quarantäne. Und in dem Video gibt sie ganz wilde Tipps, was man machen kann, wenn es einem in Quarantäne langweilig ist. Ihr könnt aber auch einfach das Hochzeitskleid von eurer Mutter mal anlegen, falls eure Mutter geheiratet hat. Okay, dass du das jetzt sein glaubt. Ich bin ins Gespenstli. Nee, aber... dass der Adi das Kleid wirklich angelegt hat. Oh Mann, Alter. Und ich hoffe schwer, dass im nächsten Deep Different Drop genau das oder wie ist. Inshallah, ich hoffe es. Sehr, sehr nicer Fit. Okay, der Tipp hat jetzt leider nicht funktioniert, aber vielleicht hat ja die Nati noch einen anderen Tipp für uns. Wenn euch komplett langweilig ist, könnt ihr einfach mal alle eure BHs gleichzeitig anlegen, die ihr besitzt. Ich glaube nicht. Und auch die Larouche hat das Video Alain Berset, Kuss. aufgeladen mit dem wilden Titel «Ich verarsche Leute» auf Tinder. Ich habe es tatsächlich abgeladen wegen einer Kollegin, also nicht weil ich jemanden suche. Aber das Einzige, was sie in dem Video macht, ist ganz normale Tinder-Chats vorlesen. Also ich habe 33 Matches. Eine, hey. Ich, hey. Wenn ich dich auf etwas einladen dürfte, was wär's? Ich so, essen. Ganz ein wildes Video. Aber ist schon easy, ich meine, jeder kann auf Tinder machen, was er will. Aber ich frage mich nur, was ihr Freund dazu sagt, dass sie mit 33 Leuten gleichzeitig schreibt. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Also Larouche, ich hoffe, die Freund hat nichts dagegen. Ja, moin, der Freund ist schon weggegangen. Nein, natürlich nicht. Der Freund weiss, dass das alles nur für ein Video war. Oder? Ich hoffe es.
Ja gut, habe ich gesagt. Zu Liebe gehört immer Schmerz. Und genau darum, liebe Leute, würde ich nie Tinder machen. I've been using Tinder again because I'm really bored, and the guys that I've come across, like, I'm sorry, but why? And then I swiped again and he came across my TikTok. Wieso? Adi, wieso bist du auf Tinder? Beziehungsweise brauchst du die TikTok-Fame, für das du bei Tinder vielleicht mehr als -3 Matches hast. Ja. My Tinder. I was like, I've seen this guy before. All the Swiss people, he's a TikToker. Und auch letzte Woche hat es in der Schweizer YouTube-Landschaft ein Comeback gegeben. Der fundierte Leser meldet sich mit einem hochemotionalen Video zurück. Im 2020 von der Corona-Zeiten hat es natürlich keine theoretische und keine praktische Abschlussprüfung. Gut reden kann er schon mal nicht. Kommt ja genau, dass der Leser keine mündliche Abschlussprüfung hatte. Nice. Die Abschlussprüfung. Sprachen lernen. Das da hier. Sprachen lernen, das kennen wir doch. Bei mir auf dem Kanal, da werden Sprachen gelernt. Bei mir auf dem Kanal werden Sprachen gelernt seit mehreren Jahren. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Ankündigungsvideo, also ihr dürft gerne drunter schreiben, was ihr gerne möchtet sehen. Gut, ich muss sagen, Ich will am liebsten gar nichts sehen vom Leser. Spaß! Was machen die eigentlich hier? mir persönlich fallen jetzt keine Ideen ein, aber Nati, vielleicht hast du noch eine? Irgendwie eine neue Intimfrisur ausprobieren. Eine neue Intimfrisur probieren? What? Heute beim Schweizer Adoptivsohn von Montana Black und dem unsympathisch TV, Maelo. Unsere Lieblingsfilm. Bin ich wirklich der Adoptivsohn von Montana Black unsympathisch? Ist eigentlich noch ein Kompliment. Burger hat letztens auf seinem zweiten Kanal ein Video aufgeladen, wo er so ein bisschen ums Thema Party und Ausgang geredet hat. Und genau dort hat er eben gesagt, dass er nicht gerne Party macht, sondern lieber am Bach geht. An einem Bach, an einem Fluss, an einem See, bei uns hier am Bach in der Nähe das Wasser genießen. Das finde ich schön, das finde ich geil. Ich hätte jetzt auch nicht so ganz gewusst, wie... Ja, aber real talk, ich finde am Bach chillen, finde ich viel geiler als an einer Party. Real, also hey, ich weiß, bis jetzt haben wir noch nichts Falsches gesehen. Ein Bach richtig genießt. Zum Glück hat das der Herr Romani schon mal in einem Video gezeigt. Man kann wahrscheinlich bis zur Hüfte oder so rein. Unglaublich chillig. Ach so sieht jemand aus, wo wirklich der Bach am Genießen ist. Ey, aber ganz ehrlich, die Leute, die in der Nähe von einem Bach wohnen, das ist Genuss. Man sieht es an meinem Gesicht, oder? Danke für das auf jeden Fall. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Kiffen, Snoozen und Shisha rauchen ist für Maelo auch tabu. Ich würde mich tatsächlich auch gruseln. So 4-5 Leute sind dort manchmal in der Reihe und so zusammen. Und dann gehen sie so weiter. Und, nein. Viele Männer und ein paar Schläuche, die man dann ins Maul nimmt. Das kennt eigentlich nur die LaRouche von Tinder. Und du bist erst 18? Wieso? Grüße gehen raus nochmal an die LaRouche und ihre Freund. Nein, aber Shisha, ich finde Shisha wirklich komplett Absturz. Ich fühle ihn nicht. Erst, weil ich am Sonntag schon 25 werde. Und auch Easy Magazine hat ein Video aufgeladen mit dem Titel «Wieso wir kein Köch geworden sind». Der Flavio hat dort eine hochspannende, leicht emotionale, aber sicherlich mitreißende Geschichte erzählt. Ich habe meistens nicht so viel Hunger. Ich kann ihm anschauen von Spannung. Und auch seine Kollegin scheint in der Küche nicht gerade der hellste Stern am Himmel zu sein. Ich outsmarte das System und jetzt die Mikrowellenpopcorn in der Pfanne erhitzen. Es war keine gute Idee. Digga, was hast du erwartet? Also ich will ja nicht falsch sagen, aber auf der Packung steht Mikrowellenpopcorn. Dann nehme ich einmal scheu an, dass die Popcorn höchstwahrscheinlich für die Mikrowelle sind. Weil genau dann muss wirklich die Popcorn-Feuerwehr kommen. Geiler Song, neuer Song von Drake, Baba. Damit war es von diesem kurzen und knackigen Video. Nati, hast du vielleicht noch irgendeinen kleinen Tipp für uns? Wenn euch wirklich langweilig ist, könnt ihr einfach mal die Zähne putzen. Was? Aber Nati, was ist das für ein Video von dir gewesen? Wenn euch langweilig ist, könnt ihr einfach mal die Zähne putzen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, stimmt. Ich tue eigentlich auch aus Langweile einfach Zähne putzen. Ich tue nicht einfach so Zähne putzen, wie man das so 3 Mal am Tag sollte machen, sondern ja, wenn mir langweilig ist, dann tue ich Zähne putzen. Was ist das für ein Video gewesen? Natürlich an alle Leute, die vorgekommen sind im Video, nehmt das nicht zu ernst, ist natürlich alles nur Spass. Oder sehen es einfach so, dass der zu den relevanten YouTubern von der Schweiz gehört. Oder zu den 5, die es einfach gibt. Ey! Ja, gerade gedacht so, ja, stimmt. Wie gehöre zu den relevanten YouTubern von der Schweiz?
Und er macht diesen. Ganz ehrlich, der muss jetzt erstmal hier den da machen. Der muss einfach. So. Also. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gemacht habe. Wir machen weiter. Auf jeden Fall ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist das Haus ganz rechts, das weiße Haus mit dem roten Dach. Der tapfere, lärmgeplagte Nachbar hat sich dem Kampf gegen die Glocken verschrieben. Von den Kuhglocken hätten er und seine Frau nach eigenen Angaben Depressionen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. Auf Super Mario angelehnt. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Und du bist erst 18, weil ich am Sonntag schon 25 wird. Ich bin bereit, auf jeden Fall mit dir jetzt in die nächste Runde zu kommen. Ey! Adi, was ist das am Ende? Digga, so nicht. Klar, ich habe jetzt am Ende von meinen Videos auch immer so ein kleiner Shoot gegen dich gehabt. Aber das jetzt, also das hätte jetzt also wirklich nicht müssen sein. Der Freund von der Larusch, der hat schon genug... Der hat schon genug aufs Dach bekommen, jetzt nicht einmal mit dem Endclip. Aber ganz ehrlich, da die blöden Infocards da, die braucht es also jetzt wirklich nicht. Die nur aufregen hier, also ganz ehrlich, schaut die aus, wenn du noch ein Clip am Ende hast, die Nerven rum. Die habe ich ausgeschaltet, die scheiß Dinge, da klickt eh niemand drauf. Ja moin. Ja, aber zusammenfassend kann man sagen, es war ein sehr nice Video gewesen. Like habe ich schon davor gegeben. Schweizer YouTuber verarschen, sehr cooles Video. Checkt da die aus, hätte er wahrscheinlich schon gemacht. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Aber was ihr auch noch müssen machen, ist das Video hier liken und den Kanal hier abonnieren. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Beste Zweitkanal von der Schweiz. Wie gesagt, nein, würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Video würdet liken und so weiter und so fort. Glocke aktivieren natürlich, dann verpasst ihr gar nichts mehr auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, habt noch ganz schönen Donnerstag. Bis morgen nochmals Video tatsächlich. Ciao.